einen Sack voll Sämli von letztes Jahr und vorletztes Jahr Halbpreis und ausverkauft und einfach, das sieht, das ist also ein Sack voll Abfall und so, das ist ein Sack voll Gemüse, Salate, Wurzel, Kletter, steigend, wachsend, Esswaren, Mix, alles ineinander. Und es gibt einfach so ein paar Terrassen, die ich jetzt mache. Zum Beispiel die Benjeshecke-Terrasse will ich jetzt jetten und einfach das ausstreuen. Zum schauen, was wächst. Als Gründünger oder was wächst und was überlebt und überall so als Überraschung. Und ab jetzt soll jede also ein paar Beete tue ich schon noch bestimmt und ich habe ja den Gemüsebeet und dort nicht ganz bewusst wachsen. Aber so, die mal schauen, das als Spiele. Und das ist so etwas, wo, wenn du bei uns den Kanal abonnieren kannst du zuschauen, was da rauskommt. Wir probieren es aus. Auf in Paradies in Dresden. Komm mal vorbei schauen. Und wenn du da bist, du liken, abonnieren und nicht vergessen. Schön gibt's dich. Whenever I come to see you, I always find you outside. With your hands in the ground, getting down with anything that grows. So, das Gett liegt mal da. Da ist gejettet so ein bisschen grob. Kann noch ein bisschen, immer kann er ein bisschen und so. Aber ja. Und da tue ich jetzt die Samenmischung grosszügig verteilen. Da innen hat wirklich alles. Wurzeln, Salate, Kletter, Bohnen, Mais und allerlei. Einfach wirklich. Ich kaufe, wenn ich ich habe viel zu viel Sämli gekauft und Aktion und abgelaufen und keine Ahnung was alles. Aber ich sage mir, das was überlebt, überlebt und wächst. Und ich lasse mich überraschen. Es gibt so Wundertüten, Beet. Wenn etwas wächst, ist super. Wenn es am Schluss noch essbar ist, herrlich. Und sonst ist es organisches Material und Konkurrenz zu dem, wo ja so wie das. Und ja, wenn es Essen gibt, gibt es Essen. Sonst ist es einfach wirklich Gründünger und der Boden fängt sich an daran gewöhnen, verschiedene Sachen drin wachsen zu lassen. Ha, das tue ich jetzt da alles ganz klar ausprobieren. Die 2 Beete werden so gemacht. Ein Teil von dem nehme ich wieder als Mulch. Und ein Teil wird der Hase gefüttert. Aber ja, und Gedanken ist, wenn einfach wirklich Wildkühe, und das ist doch lässig, überall wachsen, ist überraschend, was läuft und ist nicht alles so geplant. Und vor allem das, was dann wächst, ist stark und hat überlebt über all das. Also richtig, richtig gut. Ja, ich bin gespannt, ich bin so gespannt. And all I wanna do is join you in that morning sunshine. I wanna know how you grow all your vegetables. 'Cause we're gonna grow a garden. We're gonna grow a garden, yeah. We're gonna grow a garden, darling. Well, I saved you some seeds from my pumpkins and peas, and I can foresee we'll get them growing like weeds. We could stay up real late and plant them by the moon. Also, nochmal zum Erläutern. Da kreuz und quer drunter. Den Gett habe ich wieder zum Teil als Mulch wieder drüber da. Ich tue jetzt noch ein bisschen Kompost drüber. Wieso tue ich das Gett wieder drauf, sagst du? Ja, erstens mal ist das ja gar kein Gett, das ist ja eigentlich gepflanzter Gründünger, wie er da hinten wächst. Das ist ja bewusst bepflanzt worden. Und das hat jetzt den Nährstoff aus dem Boden rausgenommen zum Wachsen. Und wenn ich es da liegen lasse, dann gebe ich den Nährstoff wieder zum Boden zurück. Also es bleibt so geschlossen, da kommt gar nichts weg. Plus es deckt die Sämli. Es macht dann schwieriger für die Hühner, um die Sämli zu finden. In der Zeit, wo die Hühner am Sämli suchen sind zum Essen, tun sie es auch gerade umscharren und andere verdecken und düngern und bebisseln und weiss ich nicht was. Aber gleichzeitig wird der Boden so in Bewegung gebracht, so wie auch der Mulch.
Und dann, ja, und dann wird der Boden bearbeitet. Und alle haben etwas davon gehabt. Die Hühner haben etwas davon gehabt. Sie haben auch Wundertüten etwas gefressen. Irgendetwas überlebt. Irgendwo in einem Löchchen. Das, was überlebt, wächst. Und vielleicht wächst da ein ganzer Haufen. Wer weiß. Aber das ist ein lustiges Experiment, finde ich. Und macht einfach Sinn, wenn man so drüber redet. Das jetzt da oben And nochmal. we're gonna make everyone jealous when they see what we've got growing on the trellis. It'll be raining down in our very own food monsoon. 'Cause we're gonna grow a garden. We're gonna grow a Etwas garden. Kompost, nicht zu viel, weil ich möchte ja nicht alles immer hin und her schleichen. Und das ist ja Wildgarten. Nachher kommt ja noch Mulch drüber. Ja. Und ich will ja auch, dass die Hühner etwas drin rumscharren und etwas finden. Das soll ja auch sein. Und überhaupt. Bonnie, was meinst du? Was war ein Grund zum Abonnieren? Wie zum Schauen. Das bekommt seine eigene Playlist. Liste und dann kannst du immer dranbleiben, wenn du wissen willst, was mit dem Salatbeeten, die beiden Benjensäcke Salatbeeten à la Wundertüte. We're gonna grow a garden. Ja, das sind die Wundertüten. Gärten. Hier im Paradies in Dresden. Verbindung mit der Benjensäcke-Terrasse. Ja, wenn es die Wunder nimmt, wie das rauskommt und was dann alles wirklich überlebt und wächst und dann am Schluss noch zum Ernten ist, dann lohnt sich, den Kanal zu abonnieren, weil ich behalte euch sicher auf dem Laufenden mit der eigenen Playlist und der eigenen Videoserie. Und nochmal zum Erläutern, wieso ich das mache. Ich experimentiere, ich probiere aus mit Permakultur. Ja, da darf man doch alles miteinander ausprobieren und experimentieren. Die Wundertüte, stellt euch vor, die geht nachher in die Samenproduktion rein. Also alles, was da wächst und überlebt, produziert am Schluss noch Samen. Da habe ich Samen von den stärksten Samen, die überlebt haben. Hey, Kreislauf schließt sich immer wieder. Weil vorher ist auch nachher und nachher ist schon vorher. Und darum probieren wir es aus. Dann liken und abonnieren. Danke vielmals für eure Aufmerksamkeit. Das ist Permakultur à la Paradies in Dresden. Said we're gonna grow a